Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, und am besten starten wir rein mit einer Geste, oder? Oh, ist ja ein Tor. Ist ja wild. Leute, bevor ich aufs Spiel drauf eingehe, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Und ihr verpasst keine dieser legendären Spielanalysen und Benotungen der Spieler. Ja, zum Spiel. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, Manuel Neuer ist halt, es sieht bei jedem Tor irgendwie immer schwierig aus. Ich meine, er stand schon so da, bevor überhaupt erstmal irgendwie derjenige geschossen hatte und eine Reaktion gab es dann auch nicht mehr. Also, ich weiß es nicht, ganz wild. Zum Spiel, ja, natürlich verdient gewonnen. Warum man am Ende da ja so abschaltet und denkt so, oh ja, alles gut, eigentlich sind wir durch. Eigentlich stehe ich schon unter der Dusche. Unverständlich. Und da kann sich jeder an die Nase fassen, ob es ein Kimmich ist, ob es ein Opa ist, ob es ein Minja ist. Die Mitte war offen wie ein Scheunentor. Lächerlich, absolute Kreisliga-Niveau. Darf halt einfach nicht passieren. Man schenkt ein gutes Spiel mit einer schweren Anfangsphase, ja, aber legt da einen riesen Schatten wieder drauf. Ja, wäre das Spiel 10 Minuten länger gegangen, hätten wir das Spiel noch verloren. Ja, das war jetzt wieder so Tuchel-Mentalität. Das war so, jo, alles klar, wir sind durch. Fertig. Wir stellen alles ein und der Gegner wird schon nichts mehr machen. Ja, ja, das zeigt leider gerade so ein bisschen die Entwicklung, ja, der letzten Wochen. Man hat nicht das Gefühl, dass die Mannschaft rund läuft, dass die Mannschaft richtig fit ist. Das hatte man heute, ja. Gerade so zweite Halbzeit, die ersten 15, 20 Minuten war es ein gutes Spiel. Auch erste Halbzeit, so nach 25 Minuten waren wir ein bisschen flüssiger drin und so. Da dachte man echt, jo, sieht ganz gut aus, ne? Wir sind ein bisschen befreiter wieder, nicht mehr so verkrampft. War alles tutti. Und ja, dann ich meine, das 3-1 oder war es 4-1? Ja, 4-1, 4-0 haben wir sogar geführt. War schon überflüssig und dann die Schlussphase. Sorry, das geht nicht. Ja. Erste Halbzeit hatte Kiel die besseren Chancen, das muss man ganz klar sagen. Die waren gefährlicher vorm Tor, wie wir es waren. Haben mit Musiala das Tor gemacht. Überragend vorbereitet natürlich von Michael, wie immer. Aber das ist ja, was ich sage, Michael muss auf der rechten Seite spielen, da gehört er hin. Und das hat er heute wieder gezeigt. Immer wenn er auf der Seite spielt, bereitet er auch Tore vor. Ja, Kingsley auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, King muss da stehen in der Startaufstellung und Harry Kane muss einfach bedient werden. Das wurde er heute mal zweimal, ja, deswegen hat er auch 2 Tore aus dem Spiel herausgemacht. 2 Kopfbälle, aber man hat ihn mal gesucht mit den Flanken und dann läuft das auch. Ja, ja, wie gesagt, wir haben uns schwer getan, erste Halbzeit, definitiv. Ja, schwer getan, klare Chancen zu erspielen. Aber umso länger das Spiel ging, umso besser kamen wir ins Rollen. Das Tor hat uns natürlich dann ein bisschen Druck genommen, waren wir ein bisschen lockerer. Man hatte wieder so ein bisschen das Gefühl, jo, der eine oder andere ist ein bisschen im Flow, aber auch nicht wirklich richtig. Kommen wir in der Einzelbenotung drauf. Zweite Halbzeit war es dann echt gut. War echt ein guter Anfang. Ja, man hat gesehen, ja, die Mannschaft hat Bock, die Mannschaft will noch. Auch die Auswechslung fand ich völlig fein. Von Harry Kane und so weiter. Das war völlig in Ordnung in meinen Augen. Und dann, ja, nach vorne ging nichts mehr. Spätestens da, wo Leroy Sané eingewechselt wurde. Jeden Angriff, der über die Seite ging, hat Leroy Sané wieder zunichte gemacht. Wer hätte es nur erwartet? Ja. Also ich weiß nicht, was dieser Spieler immer noch aufgestellt wird. Das ist mir ein Rätsel, das ist eine Frechheit und ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Aber gut, zu Leroy haben wir alles gesagt. Ja, da war das Ding eigentlich durch. Man hat nochmal gewechselt und dann stellt man das Fußballspielen ein und denkt sich so, ach, alles gut. Hab ich gerade schon gesagt, so, oh ja, da passiert eh nichts mehr. Ja, alles gut, das Ding ist durch.
Und dann kannst du froh sein, dass das Spiel nicht 3 Minuten länger geht, weil dann hättest du wahrscheinlich noch das 4-4 kassiert. Ja, und wäre es nochmal 5 Minuten länger gegangen, hätten wir wahrscheinlich das Spiel noch verloren. Und das kann es nicht sein. Ja, und das wirft leider einen riesen Schatten auf dieses Spiel. Generell auch in der ersten Halbzeit hatte Kiel die besseren Chancen und da habe ich schon gesagt zu Mara, wir können froh sein, Alter, dass wir nicht Manchester City gezogen haben. Die hätten uns zerschossen hinten, Alter. Ja, das ist, also wie wir aktuell hinten agieren, Alto Belli, das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Aber ich hoffe, wir kriegen die Kurve, die nächsten Topspiele, ja, müssen wir die Kurve kriegen? Wir werden sehen. Gut. Nichtsdestotrotz werfen wir mal einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. Die sollten natürlich eine klare Sprache sprechen, auch wenn das Ergebnis das nicht tut. 4:3. Nach 4:0 übrigens. Hut ab. Mannschaft 71:29% Ballbesitz, Abseitsstellung 2:0, Fouls 7:10. Zweikampfquote 57:43, Schüsse aufs Tor 12:6. Schüsse insgesamt 29:10, Ecken 12:1, angekommene Pässe 688, 242, Flanken 12:2. Schüsse insgesamt, Musiala 5. I don't know, wo die gewesen sein sollen, genau wie bei Gnabry 5, kann ich mich nicht daran erinnern, Coman 4. Okay, Torschussvorlagen, Guerrero 1, Olissa 1, Coman 1, gewonnene Zweikämpfe, Musiala 8, Opa 5. Leimer 5, Ballkontakte 140, Kimmich 105, Leimer, Kim 97. Ja, und damit gehen wir rein in die Benotung. Vincent Kompany. Ich mache erstmal mein Dokument auf. Gut, Vincent Kompany. Bei der Aufstellung gehe ich mit. Ich hätte Aznu halt gebracht und vielleicht einen Stunny und einen Stunny dann zur Halbzeit rausgenommen, aber okay. Kannst du machen mit Conny Leimer, Rafa Guerrero, ja. Ich weiß nicht, ich will das fast jetzt nicht wieder aufmachen, die Jugendspieler, das können wir gerne am Montag im Stream machen. Von daher alles gut, denke ich. Das kann man mit einer 3 bewerten, die Startaufstellung. Auch die Wechsel waren in meinen Augen okay. Abgesehen von Lieboy. Ja, das ist wieder so eine Sache. Weiß ich nicht. Das ist ein Schlag in die Fresse für alle anderen irgendwie so. Ja, dass man dann Adam Aznu gebracht hat für 5 Minuten. Ja, keine Ahnung. Jetzt kannst du dir das auch schenken, Alter. Entweder hast du Vertrauen in den Spieler, dann bringst du ihn zur 60., wo es 3:0 stand. Oder du lässt es sein. So, dafür 5 Minuten reinzuwerfen, das ist auch wild in meinen Augen. Ansonsten, dass die Mannschaft abgeschaltet hat, da kann Winnie nichts für. Ja, dann nehme ich ihn raus. Er war an der Seitenlinie auf jeden Fall noch bei 100%. Und von daher für mich heute Note 3. Gut. Damit gehen wir mal rein in die Spieler. Da tue ich mich heute richtig schwer. Richtig schwer. Ja, beim dritten Gegentor war er wenigstens noch mit einer Fußabwehr dran. Da würde ich ihm noch nicht mal einen Vorwurf machen. Da muss halt einfach mal ein Spieler stehen, der den Ball dann klärt und nicht irgendwie am Gegner sein. Vorher die beiden Tore, boah, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, aber das erste Tor war aus einem sehr komischen Winkel. War natürlich gut geschossen. Das zweite Tor, wie gesagt, wo er da so festgenagelt steht und Reaktion wie eine Schubkarre, Alter. I don't know. Weiß ich nicht. Manuel Neuer macht einfach keinen glücklichen Eindruck. Aber das seit Wochen und Monaten. Also von daher wird sich da auch nichts mehr dran ändern, denke ich. Ansonsten, natürlich hat er 1, 2 Ballverluste eingeleitet mit schlechten Bällen. Ja, auch das war da drin in der zweiten Halbzeit. Überzeugend, weiß ich nicht, war es nicht. Ich würde es jetzt aber auch nicht super schlecht nennen irgendwie. Ich schwank zwischen 3,5 und 4, wenn ich ehrlich bin. Ja komm, für diese komische Aktion. Ich gebe ihm eine 4, Alter. Aber ich verstehe es auch, wenn ihr ihn bei 3 seht oder 3,5. Aber ich denke, das muss jeder für sich entscheiden, inwieweit er da oder was man von Manuel Neuer erwartet. Vielleicht einfach auch. Vielleicht sind meine Erwartungen einfach auch zu hoch mittlerweile an Torwart. Ja. Aber ganz ehrlich, für die Torwartleistung, die ich heute gesehen habe,
Ja, kannst du Daniel Peretz reinstellen, kannst du wahrscheinlich sogar einen Ubik reinstellen, das wird nicht schlechter sein. Ja, also, da war nichts dran herausragend. Gar nichts. Gut, kommen wir zu Opa. Beide Innenverteidiger, ja, haben natürlich ihre Noten jetzt mit der Schlussphase aber mal richtig runtergezogen, ja. Beide Innenverteidiger hatten auch schon in der ersten Halbzeit Wackler drin, deswegen hatte Kiel 3 Konterchancen. Dann haben sie sich eigentlich gefangen gehabt, gerade zweite Halbzeit hat Opa ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat auch noch eine Kopfballchance nach einer Ecke gehabt. War ich eigentlich auf einem guten Kurs für den Opa. Und dann natürlich der Pass einmal durchs Mittelfeld durch. Ich meine, klar, da war Josh genauso ein Thema, aber auch Opa darf da nicht so weit wegstehen vom Innenverteidiger. Ja, das geht nicht. Das war super schlecht. Hat er auf jeden Fall eine Mitschuld dran. Ich meine, gut, den hat Neuer dann gehalten, abgewehrt, ja, aber dann auch beim Nachschuss war niemand mehr da. Von daher war das heute nicht überzeugend und von daher bekommen bei mir heute beide Innenverteidiger die Note 4. Sowohl Opa wie auch Minjay. Ja, auch Minjay sah nicht gut aus mit dem Pass, der dann zum Ballverlust geführt hatte, woraus dann die Chance entstanden ist zum Tor und so weiter. Auch das war nicht gut. Ansonsten so im Spiel drin, alles gut, beide, man hat nicht mehr das Gefühl, gar nicht mehr. Ist mir nochmal bewusst geworden, erste Halbzeit, wo mal so ein komischer Ball war, wo Mara sagte, ja, vor ein paar Monaten hätte man noch da das Zittern gekriegt, das hat man nicht mehr. Aber beide Innenverteidiger haben heute Fehler gemacht. Aber das würde ich gar nicht den Innenverteidiger alleine anheften. Die Außenverteidiger waren super schlecht, defensive Mittelfeld war nicht zugegen. Das war heute wieder so eine Gesamtkonstellation. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Gut. Kommen wir zu Rafa Guerrero, der ja mal das spielt, wofür er eigentlich verpflichtet wurde, nämlich linker Verteidiger. Das war heute ja auch so mittel, ja, würde ich sagen. Die Flanke war gut, ja, woraus das Tor entstanden ist, gar keine Frage. Ansonsten nach vorne sehr, sehr wenig Einfluss aufs Spiel. Hinten viele Probleme gehabt, wie ich fand. Auch da sah er nicht gut aus in der einen oder anderen Szene. Ich habe schon gesagt, das heute nur auf die Innenverteidiger abzuwälzen, ist auch ein bisschen unfair. Ja, aufgrund der guten Flanke und so weiter. Ich habe jetzt nicht den richtig groben Schnitzer gesehen, obwohl aber es war die Innenverteidiger auch. Ich gehe mit einer 3,5 bei ihm mal rein. Gut, Stani leider nicht. Stani haben wir nicht gesehen. Sehr schade. Hätte mich gefreut, ihn zu sehen. Ja, gehen wir rüber auf die andere Seite. Da muss ich wie immer ins Mittelfeld wechseln, weil da ist ein Conny Leimer angegeben. Conny Leimer war kein gutes Spiel, heute auch nicht. Muss man ganz klar sagen. Nach vorne war kaum was drin. Das Zusammenspiel war erste Halbzeit so für 20 Minuten ganz okay zwischen ihn und Michael. Das hat mir ganz gut gefallen. In der zweiten Halbzeit war da nichts mehr von zu sehen. Gar nichts. Zusammenspiel, irgendwelche Angriffe über die rechten Seite haben nicht stattgefunden. Hat sich in Zweikämpfe verwickeln lassen. 1, 2 Ballverluste gehabt. Zum Glück nichts Schwieriges drüber passiert, weil dann so ein Kimmich noch ausgeholfen hat. Aber das war heute nichts von Conny Leimer, Alter. Ja, von daher für mich Note 4. Gut, damit sind wir im Mittelfeld angekommen. Pavlo war heute auch eher schlecht wie gut. Ja. Auch da muss ich leider sagen, das war sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Gerade erste Halbzeit. 2, 3 Ballverluste gehabt, die nicht sein müssen. Viele Bälle nach hinten. Wurde dann ein bisschen stärker im Verlaufe des Spiels, hatte sich ein bisschen mehr zugetraut, hat auch mal ab und wann den Weg nach vorne gesucht. Aber das ist gerade ein Schatten seiner selbst, was wir bisher gesehen haben von ihm. Ja, das muss man leider so sagen. Hat dann auch ein bisschen mehr den defensiveren Part gespielt, weil Kimmich mal wieder nach vorne gerannt ist. Der defensive Part war dann vielleicht nicht defensiv genug. Die Abstimmung war nicht so geil, fand ich. Ja, da muss mehr gehen. Ja, da muss mehr gehen. Aber gut, verständlich. Der braucht einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Spielpraxis wieder. Man muss jetzt an ihm festhalten. Er ist ein junger Spieler. Die haben auch mal Leistungsschwankungen. Es war ja auch jetzt nicht so, dass man sagt, es war super schlecht. Ja, aber es war auch einfach nicht gut. Das muss man mal sagen.
Da muss mehr kommen. So, ja, da waren auch ein, zwei Zweikämpfe, die da halbherzig geführt wurden. Das hat mir nicht gefallen. Ich tue mich schwer gerade. Ich sehe, es ist ähnlich wie bei Neuer, so zwischen 3,5 und 4. So eine 3,75 wäre gut. Wir müssen mal den Ich mag dich Bonus wegnehmen. Von daher kriegt er eine 4 von mir heute. Gut, damit kommen wir zu Kimmich, der wieder mal über dermaßen gelobt wurde von dem Reporter, wo ich nicht mitgehe. Kimmich für mich heute Note 3. Man könnte sogar eine halbe Note noch schlechter gehen, wenn man sieht, dass der Ball da durchgeht, der zum Tor geführt hat in der Schlussphase. Auch da war Kimmich nicht zugegen. Kimmich war gefühlt ab da, wo Müller eingewechselt wurde, war Kimmich wieder so, ja, alles gut, ich bin jetzt nicht mehr in der Verantwortung, ist jetzt der Thomas da, ich lasse das jetzt mal sein. Vorher war Kimmich gut, hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Ja, hat auch in der ersten Halbzeit ein, zwei komische Ballverluste gehabt, wieder ein, zwei, dreimal zu langsam, zu behäbig gespielt. Ja, man hat so den letzten Push vermisst. Wir hatten Spieler auf dem Feld, die wollten schnell spielen und der Ball kam halt einfach nicht wieder, ja. Dafür hat er auch zwei, dreimal wirklich gut gespielt, guten Flankenwechsel gehabt, die Übersicht gehabt. Das war okay, mir ist aber nicht alles gelungen. Aber Kimmich war der spielbestimmende Faktor im Gegensatz zu Pavlovic, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Von daher weiß ich nicht. Wenn wir das letzte Tor mit einfließen lassen, wäre es vielleicht eine 3,5. Ja, ich lasse ihn mal auf einer 3 heute. Gut, dann kommen wir zu den wenigen Lichtblicken heute. Beziehungsweise machen wir erstmal mit Musiala weiter. Jamal Musiala, ja, hat ein Tor gemacht. War heute mal wieder viel zu eigensinnig, leider. Ja, das war zu viel Eigensinn wieder. Ganz, ganz viele Aktionen, wo er hätte den Ball schnell spielen können, hätte den Ball vielleicht schnell wiederbekommen. Das war nicht da. Wieder, ja, heute, ich bin nicht Jamal, ich spiele den Ball auch nicht. Ich fummel erst 4 Leute aus und spiele dann den Ball, was Schwachsinn ist. Ansonsten, das Tor war natürlich stark, er war in der richtigen Position, hatte auch 2, 3 gute Aktionen, aber gemessen an dem, worüber wir gerade reden bei Jamal Musiala, war es heute schwach. Ja. Wenn wir reden, das geht in die 20 Millionen und das habe ich heute nicht gesehen auf dem Feld. Ja. Ich denke, er braucht einfach noch Spiele. Habe ich schon die letzten Spiele gesagt. Deswegen war es auch gut, dass er heute nicht ausgewechselt wurde. Er dachte ja schon, er müsste vom Platz, als Thomas Müller da stand. Hat man ja gesehen an seiner Reaktion. War genau richtig, dass man Jamal Musiala durchspielen lassen hat. Ja, er braucht die Spielzeit gerade. So, man sieht, es ist noch nicht bei 100%. Die Leichtigkeit fehlt noch ein bisschen. Von daher alles gut, hat ein Tor gemacht, war ordentlich. Gemessen an dem, was er kann, war es für mich auch eine 3 heute. Gut, dann kommen wir zu den beiden Außen und zu Harry Kane natürlich. Das sind die heute gefallen haben. Kingsley hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, super engagiert, sich immer reingehauen, oft das 1:1 gesucht, versucht die Flanken zu schlagen, beziehungsweise die Sachen vorzubereiten, Harry Kane einzusetzen, hat einmal auch super geklappt. Ja, Harry Kane hat das Ding eingenickt. Ansonsten hat er sich aber auch zugetraut, auch mal den Schuss zu nehmen, ja, gerade weil vorne oft alles zustand. Natürlich war das Rotze, das wird bei Kingsley auch nicht mehr besser werden, ja. Dass er jetzt noch irgendwie der große Zampano wird und da irgendwie der große Torknipser wird. Nee, das ist auch nicht nötig. Dafür ist ein Harry Kane da. Wir haben heute Harry Kane sehr oft versucht einzubinden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da hatte Kingsley Coman auf jeden Fall seinen Anteil dran. Und von daher für mich heute Note 2. Ja, ohne Wenn und Aber. Hat auch mit nach hinten gearbeitet, wenn es nötig war. Hat mir sehr gut gefallen. Dasselbe gilt auf der anderen Seite für Michael, ja, der leider, ich denke mal aufgrund des Schlages, wie man ihn in der Halbzeit rausgenommen hat, sicherheitshalber, weil du möchtest natürlich nicht auf ihn verzichten. Ja. Er war auf der rechten Seite der die Sachen eingeleitet hat, war gerade in der Anfangsphase der auffälligste vorne. Ja, später war King ein bisschen auffälliger, weil mehr über die linke Seite ging. Hat das Tor überragend vorbereitet von Jamal Musiala und hatte sonst auch noch ein, zwei gute Szenen. Und man hat gesehen,
dass er auf die rechte Seite gehört. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Spiel mal wieder. Und ich weiß auch nicht, warum man sich dieser Stärke beraubt hat in den letzten Spielen. Das war Schwachsinn. Ja, von daher für mich Note 2. Und dann kommen wir natürlich zu The Man, in The Man. Ja. Harry Kane, der keine Tore mehr aus dem Spiel erzielen kann, hat 2 Hütten gemacht heute. Ja, für mich eine Note 1. Er war heute öfter in dieser Mittelstürmerposition. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, deswegen ja auch konnte er eingesetzt werden mit der Flanke von Kingsley, mit der Flanke von Guerrero. Aber auch so nochmal 1, 2 Bälle, wo er wirklich auf Position war, die dann halt nicht genau kamen. Trotzdem hat er sich auch mal fallen lassen, hat mal das Spiel aufgebaut. Ja, dafür hat sich Musiala nach vorne geschoben. War auch 1, 2 Mal ziemlich weit auf dem Flügel raus. Das muss nicht unbedingt sein. Aber er war heute viel, viel präsenter in der Box. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen und da gehört er hin. Ja, es ist völlig fein, dass er sich mal fallen lässt, ein bisschen rumkreist um den 16er. Aber er muss zur größten Zeit halt auch da sein. Ja, wenn der Ball in diese Zone kommt, dann hat ein Harry Kane in dieser Zone zu sein. Und das war er heute. Das war sehr gut. Und ja, das hat mir gut gefallen. Aber das ist Harry Kane auch immer, wenn Musiala und Pavlovic spielen. Ja, weil, ja, Musiala natürlich eine andere Art Spieler ist, wie es ein Thomas Müller ist, wenn er auf der 10 spielt. Und Pavlovic ist auch eine andere Art Spieler wie ein Goretzka. Ja, was das Spiel nach vorne angeht, was das Einsetzen nach vorne angeht. Und das war sehr gut. Ja, da gibt es nichts zu meckern. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. Da fangen wir natürlich an, perfekt, mit Serge Gnabry. Ja, Serge hatte eine Szene in dem Spiel, das war sein Tor. Das hat er stark gemacht. Ansonsten war es auch wieder so mittel. Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, am Anfang, wo er über die rechte Seite kam, war es okay. Da hat er mir ganz gut gefallen, wo es dann auf die linke Seite ging, wo Leroy kam, war von Serge nichts mehr zu sehen, außer dass er eher negativ aufgefallen ist. Hatte eine Aktion noch defensiv, die er gut gemacht hat, das hat er gut gemacht. Ja, aufgrund seines Tores, was wirklich überragend war, ja, da konnte man nur wow sagen, sehe ich ihn auch bei einer 3. Aber danach war es nichts mehr. Ja. Warum auch immer, keine Ahnung. Frag mich nicht. Gut, da wir gerade auf der offensiven Karte sind, nehmen wir gleich Leroy mit rein. Ja, für mich 5, Alter. Ich habe auch keine Lust mehr, wenn es so weitergeht, werde ich den bald einfach nicht mehr benoten, Alter. Ja, also 80% aller Angriffe, die dann noch versucht wurden, über die rechte Seite zu fahren, sind kaputt gegangen, weil Leroy den Ball verloren hat. Aber das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, Leute. Ja. Ich verstehe es nicht, warum dieser Mensch immer noch jedes Mal eingewechselt wird und spielen darf. Ja, irgendwann findet blindes Huhn Korn. Das hat er ja dann gezeigt vor 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, ist auch schon her, ja, wo ein gutes Spiel hatte und davor war es nur Rotze. Ja, das ist Leroy Sané, Alter. Es hat mit Leistung, mit Aufstellen nach Leistung oder Spielzeit nach Leistung hat das nichts zu tun. Gut, kommen wir zu Thomas Müller. Ja, Thomas war auch ein bisschen unglücklich heute, muss man sagen. Ja. Ist eher durch wilde Geschichten mit dem Schiri irgendwie aufgefallen, wie irgendwas anderes. Auch wieder 1, 2 Ballverluste. Es war, ich weiß nicht, es war einfach nicht Thomas Müllers Abend gefühlt. Ja. Ich überlege gerade, war in irgendeiner wichtigen Offensivaktion beteiligt. Mir fällt gerade keine ein. Ja. Weiß ich nicht, Alter. Ich sehe ihn bei einer 3,5. Komm, wir sind mal gnädig heute mit Thomas. Ist nicht mehr der Jüngste, da müssen wir ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Gut. Dann hätten wir natürlich noch Adam Aznu, den wir bewerten könnten. Ja, können wir nicht wirklich. Für die 5 Minuten, die er kam, in der Zeit sind 2 Tore gefallen. Lag natürlich nicht an ihn, obwohl er einen Ballverlust hatte, der da ein bisschen zu beigetragen hat. Keine Frage.
Habe ich aber gerade schon meine Meinung gesagt. Die Einwechslung kannst du dir in den Allerwertesten schieben. Ja. Ist schade für den Jungen. Entweder nochmal hat man das Vertrauen, ja, dann bringt man ihn in der 60. Minute, wo es 3:0 steht. Oder man hat es nicht. Aber da muss ich nicht irgendwie in der 86. Minute so ein, weiß ich nicht, was soll das sein? Aus Spielpraxisgründen oder was? Also, was sollte dieser Wechsel, Alter? Ja, verstehe ich nicht. Diese Wechsel verstehe ich eh nie. Ich verstehe diese Wechsel nicht. In der 86. Minute. Was soll das aussagen? Alter, komm, hast du super trainiert, du darfst jetzt die letzten 5 Minuten darfst du spielen. So viel Vertrauen habe ich in dich, oder was? Also, nee. Gehe ich nicht mit. Fühle dich nicht. Werden wir am Montag im Streamer drüber quatschen, über die ganze Situation, auch mit Mathis Tell und sowas. Ist ja eh Deadline Day, dann werden wir ja schon ein bisschen mehr wissen. Ist natürlich ein absolutes Armutszeugnis, wenn man Mathis Tell jetzt weggibt. Meiner Meinung nach verleihen, ja, okay, will ich mitgehen. Verkaufen wäre ein Armutszeugnis. Ja. Aber da werden wir am Montag im Stream, wie gesagt, mal drauf eingehen, auch auf Eberts Worte, von wegen, was wir machen müssen, wegen Geld und so weiter. Das waren schon wilde Takes. Gut, das zum Spiel. Am Ende des Tages drauf geschissen. Wie immer, in 3 Wochen interessiert keine Sau mehr, ob wir 4:3, 4:0, 8:1 gewonnen haben gegen Holstein Kiel. Wir haben 4:3 gewonnen, wir haben verdient gewonnen natürlich. Natürlich die letzten Minuten in der Nachspielzeit trüben das Spiel so ein bisschen, aber bis dahin war es wirklich eine gute Leistung in der zweiten Halbzeit. Das darf dieser Mannschaft nicht passieren. Sorry. Ja. Da müssen die Führungsspieler da sein und ich denke, wir haben heute auch mal gesehen, das ist vielleicht noch ein Take, wir haben heute mal gesehen, was es bedeutet, wenn Harry Kane nicht mehr auf dem Platz ist in diesen Phasen. Weil was macht Harry Kane in diesen Phasen? Ja, richtig. Er ist der defensive Mittelfeldspieler, ja, der heute nicht zugegen war. Also immer die Leute, die an Harry Kane rummosern, ihr habt heute mal gesehen, was Phase sein kann. Ja. Der ackert dann für die Mannschaft, der macht, der tut, weil es ein Führungsspieler ist, der vorangeht. Ja. Das nur noch mal am Rande. Dazu gerne auch Montag mehr. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch ein super duper Wochenende. Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt, wenn auch eher schlecht als recht. Aber gut, am Ende interessiert es keinen. Von daher alles tutti. Und vielen lieben Dank für euer Interesse und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.